5. Mal diese Woche, wo wir mit Worship und mit Gebet miteinander beginnen. Vielleicht fragst du dich, warum ich hier immer wieder neue Räume zur Verfügung habe. Ja, es ist nicht so, dass ich ein Riesenhaus habe mit verschiedenen Stilen, sondern diese Woche war ich zweimal zu Hause bei mir. Einmal waren Luca, Aprile und ich im ICF Center bei uns in Zürich, und jetzt sind wir seit 2 Tagen eigentlich hier mit ein paar Leuten vom Staff, mit Leo und Susanna Beger und so weiter, und wir haben 3 Planungstage, wo wir beten und gemeinsam auf Gott hören und planen für das nächste Jahr und Schwerpunkte setzen. Und darum verkriege ich mich hier immer wieder in neue Räume am Morgen. Gestern waren wir in der Sauna, niemandem sagen, und heute sind wir also hier in einem Aufenthaltsraum, wo ich das aufzeichne. Und ich freue mich, mit dir hier reinzugehen ins letzte Mal, wo wir zusammen mit Worship beginnen. Und heute habe ich dir ein spezielles Wort, ein Schlüsselwort mitgebracht aus dem Neuen Testament. Das heißt Latreia. Latreia, Anbetung durch Hingabe, ist der Titel. Und da, wo das Wort eigentlich so richtig erklärt wird und vorkommt, ist Römer 12, Vers 1. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst, oder eben das Wort Latreia, Anbetung, Worship, und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ich lese nochmals vor. Seid ein lebendiges Wort, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst, wahre Worship und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Latreia beschrieb zur damaligen Zeit eigentlich Opferdarbringung, also die Rituale, vielleicht das Panda im Alten Testament, ich kenne das Wort gerade nicht, aber es wäre gewesen, die rituellen Opferdarbringungen im Tempel im Alten Testament. Im Neuen Testament ist das ja Jesus, er hat sich hingegeben als das letzte, endgültige, perfekte Opferlamm. Und der Gedanke hier ist folgender. Früher hat man regelmäßig Opfer gebracht in diesem System vom Tempel im Alten Testament, um zu sagen, ich brauche Vergebung für meine Sünden, und meine Sünden werden vergeben durch dieses Tier, das geopfert wird, das den Tod für mich auf sich nimmt. Im Neuen Testament natürlich ist Jesus unser Opferlamm, aber was heißt es für uns, ein lebendiges Opfer zu sein? Weil Paulus sagt hier, ihr bringt jetzt auch immer noch Opfer, wie im Alten Testament, aber keine Lämmer mehr, zum Glück, oder keine Tauben mehr und so weiter, sondern ihr selbst seid das Opfer. Und das ist der Kern heute für unsere Input über Worship. Du selbst sollst Worship sein, sagt dieser Bibelvers, deine Hingabe, wie du dein Leben ausrichtest. Also Gott ist nicht so sehr einfach interessiert, dass du ihm Songs singst, dass du ein Lippenbekenntnis machst immer wieder oder sogar in die Church gehst, sondern es ist viel mehr dahinter. Gott möchte einfach der Herr deines ganzen Lebens sein. Es gibt im Englischen ein Sprichwort: If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all. Also wenn Gott nicht Herr in deinem ganzen Leben ist, dann ist er eigentlich gar nicht Herr. Verstehst du, was ich sagen will? Es bedeutet, Gott möchte dich ganz, weil er liebt dich. Und er weiß, wenn du ein bisschen zulässt, dass der Teufel noch ein bisschen Halt hat, dass du ein bisschen für dich selbst schaust, ein bisschen für Gott, ein bisschen für das und dies, das geht nicht auf, das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat, sondern er möchte dich ganz. Und heute wollen wir diesen Song singen, Hier ist mein Herz, wo wir sagen, Gott, ich lege mein Herz vor dich hin, und du darfst reinschauen. Du darfst sagen, was du dir von mir wünschst. Und keine Angst, er ist ein guter Vater. Wir haben alle diese Attribute darüber geredet diese Woche. Gott ist ein guter Gott. Du musst nicht Angst haben, dass er dich quält oder dir was aufdrückt, sondern er ist ein guter Vater. Aber es hat damit zu tun, dass du dich ganz hingibst. Christsein heißt, du gibst dich ganz hin, du nimmst das Kreuz auf dich und folgst Jesus nah. Und das ist das Abenteuer des Lebens. Wenn wir diese Zeilen jetzt singen, dann kannst du dir über diese Dinge Gedanken machen, Gott, so dein Herz hinhalten.
Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. Hier ist mein Herz, hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und das egal was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Oh, deine Liebe. Hier ist mein Herz, hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Danke Jesus, ich schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Das bist du, das bist du. Und ganz egal was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Oh Jesus, deine Liebe bleibt bestehen. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Du darfst mit deinem Licht da drauf scheinen und bitte dich, dass du uns heute Morgen offenbarst, wenn da was ist, dass du bei uns ansprechen möchtest, weil ich will dir ganz gehören, Jesus. Und komm, wir nehmen uns einen kleinen Moment Zeit, wo wir einfach hören, ob der Heilige Geist dich irgendwo ein bisschen korrigieren will. Weißt du, wenn eine Rakete ins All geschossen wird, dann muss die ständig korrigiert werden mit einem ganz kleinen Impuls. Und wenn wir lernen, auf Gott zu hören, auf seine feine Stimme, dann ist das Leben so viel einfacher, als wenn Gott uns anschreien muss und dies und das in unser Leben reinflechten muss, auf wie wir überhaupt zuhören. Lass uns kurz auf den Geist hören, ob er uns was zu sagen hat. Einfach für heute, für unsere Richtung. I will make room for you to do whatever you want to do
want to. I will make room for you. Do whatever you want to, Jesus. Mach ihm Raum heute Morgen. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. Oh, yeah. Wir lieben dich, Jesus, heute Morgen. Sagen wir dir, wir lieben dich und Heiliger Geist, du sollst es einfach haben, uns zu leiten. Hier ist mein Herz, es gehört dir und ich will dir Raum machen, dass du mich leiten kannst, ohne mich anzuschreien, einfach weil mein Herz eingetunt ist auf das, was du möchtest. Amen. So gehen wir in den Tag. Stell dir mal vor, wenn alle Christen einfach sich so richtig Gott zur Verfügung stellen würden und Ohren haben, die einfach ready sind zu hören. Die Welt wäre eine andere Welt. Komm, wir gehen voraus, sind die Ersten, die das tun. In unserem Umfeld einfach hören, was Gott sagt und gehorsam sein, ein Herz, das ihm hingegeben ist. Amen. Hey, mit dem segne ich dich und ich wünsche dir ein gutes Weekend und hoffe, dass du am Sonntag irgendwo einschaltest, online oder in einer Church, in einer Kirche, Microchurch, wo immer auch du dich triffst mit anderen und denk daran von gestern, das Nugget, du hast was zu bringen, du kommst mit einem Herz, das sagt Gott, ich bringe auch was, ich konsumiere nicht nur, ich bringe was rein. Be blessed, danke, habt ihr mitgemacht diese Woche und ich wünsche euch eine gute Zeit.